gekriegt. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Schocknachricht aus den USA. Der Geheimdienst CIA foltert seit Jahren mit den grausamsten Methoden. Das zeigt ein Bericht. Wie weit darf ein Rechtsstaat gehen? Was sagen da unsere Politprofis aus der Runde? Nationalrat Christoph Mögeli. Ja, schauen Sie, die Empörung ist doch geheuchelt. Nichts anderes als geheuchelt. Auf der einen Seite will man die Folter abschaffen, zum anderen foltert das SRF mich noch immer mit der Rundschau am Wort zum Sonntag oder zum Glück ist Freitag, verstehen Sie? Der Folterbericht, der stellt der amerikanischen Regierung unter George W. Bush ein schlechtes Zeugnis aus. Roger Köppel weiss die Weltwoche mehr. Schlimmer als die Folter sind die vielen Jahresrückblicke 2014 mit den Selfies von Gary Müller. Um was geht's? Der Folterbericht zeigt vor allem, dass die Gefangenen mehrheitlich wertlose Informationen liefern. Genau wie die Weltwoche. Schaut zusammen, das ist der Blick am Morgen. Folter in den USA ist nichts Neues. 50 Shades of Grey, hey, kennst du? Ich jetzt nicht persönlich, vielleicht andere Frauen. Vielleicht die SP-Nationalrätin Chantal Galladay auch mal in der Runde. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich finde es asozial, dass wir über Folter Witz machen. Ich habe darum eine Motion im Parlament eingereicht und bin für ein eidgenössisches Witzregister über die Sachen, wo wir keinen fifi Witz machen dürfen. Ja, sorry zusammen, ich bin's der Baschi, wie gesagt. In dem Sinne schade, oder wenn die CIA nicht mehr foltern, oder gut, wie verkaufe ich denn jetzt noch meine CDs? Anderes Thema. Patientenschutzorganisationen klagen über schlechte ausländische Ärzte. Die sagen eine Gefahr für die Gesundheit. Christoph Mögeli, was sind eure Erfahrungen? Ja, schauen Sie, die Schnäppli-Ärzte aus Deutschland, das ist ein Skandal. Bei einem Schweizer Arzt gibt's für gutes Geld noch eine anständige Behandlung, aber bei den Deutschen, da bekommen sie für 17,90 eine Blinddarmoperation plus ein Handyabo von Aldi Mobile und eine Kiste schwäbischer Landwein. Das kann nicht aufgehen, verstehen Sie? Aber ist das einfach nicht. Wirklich so ein Problem oder ist die Umfrage recht reisserisch? Roger Köppel, was denken Sie? Lauter ausländische Ärzte in den Spitälern, um was geht's? Recherchen von der Weltwoche zeigen ein düsteres Bild. Die meisten Leute beim Doktor oder im Spital sind krank oder verletzt und einige sterben sogar. Zum Schluss noch Fußball zur Aufheiterung. Das kleine Basel hat dem grossen Liverpool zeigen die Woche, wie man es macht. Ein gutes Unentschieden. Die sportlose Runde, die jubelt selbstverständlich. Skiprofi Galo Janka. Ja, wow, super gemacht, unentschieden. Das ist ja fast wie gewinnen oder keine Ahnung. Denn damit kenne ich mich nicht aus, darum werde ich jetzt Verlierer coachen. Das ist eine Art ein Erfolgscoach, einfach für Verlierer. Von denen gibt's ja schliesslich auch mehr. Ich find's asozial, wenn ich etwas dazu sagen darf. Asozial und fies, weil sogar im Jahr 2014 nicht eine einzige Frau im Team vom FC Basel hat. Ich bin für eine Einführung von einer Frauenquote, genau wie Börse, bei Börsen dekorierten Unternehmen. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger.